Wenn ihr wüsstet, was wir jetzt schon erlebt haben und wir sind erst gerade losgefahren. Herzlich willkommen in der neuen Woche. Unsere Woche ist wahnsinnig spannend gestartet, respektive unser Wochenende. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg auf Wangen an der Aare, aber vorher haben wir also gerade noch ein bisschen fast ein bisschen schwitzen. Und zwar hat Sven von der Arbeit gedacht, ja lässig, fertig gearbeitet, gut, direkt das Wohnmobil holen, heimfahren, Wasser aufladen, WC machen, einladen und abfahren. Das wäre der Plan gewesen. Aber wie es so ist, wenn man einen Plan macht, dann geht es manchmal halt nicht so, wie man will. Plötzlich daheim schellt das Telefon. Ja, wir können nicht ins Wochenende starten. Ja, was jetzt? Was ist passiert? Ja, das Auto läuft nicht. Ja, nein. Ja gut, was machen wir? Überbrücken, okay. Überbrückungskabel habe nur ich im Auto. Super. Ich fahre zum Wohnmobil, wir überbrücken das Auto und los geht's. Heim, Wasser auffüllen, WC machen, alles einräumen und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Wangen an der Aare. Und wie es weitergeht, erzählen wir euch später. schön. Schau mal, dort vorne ist die Holzbrücke, die bekannt. Ist die bekannt? Ja, also wenn du Bilder anschauen von Wangen an der Aare, kommt die relativ zackig. Ja, wie ihr jetzt seht, sind wir jetzt hier an der Aare, und zwar in Wangen an der Aare angekommen. Ein wunderschöner, gratis Parkplatz. Mehr braucht man nicht für die erste Nacht. So ist es. Und jetzt gibt es etwas zu essen. Und ja, dann was hätten Sie gerne für ein Menü? Brot. Ein Servola. Mhm. Servola und Senf. Ein richtiger Schweizer Znacht. Nur echt mit einem echten Schweizer Sackmesser. Hast du das dabei? Das habe ich immer im Sack. Aha. Gehört sich so. Zeig mal. Natürlich immer dabei. Wow. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Wir haben super geschlafen. Und ich sehe noch ein bisschen alt aus. Aber ja. Hast du den ganzen Tag Zeit, um dich zu entfalten? Genau. Ich tue mich jetzt ein bisschen entknittern. Und wir sind übrigens also nicht mehr die Einzigen. Wir haben noch 2 Nachbarn bekommen in der Nacht, die wir allerdings nicht gehört haben. Also gut 3. Ah ja. Wir gehen jetzt hier ins Städtchen über, Wangen an der Aare. Und ich habe gesehen, dass dort müsste einen Käseladen haben. Und ich will jetzt dort mal vorbeigehen in diesen Käseladen. Vielleicht hat sie dort einen feinen Käse. Also Mission Käseposten. Und jetzt kommen wir hier über die schöne alte Brücke. Oh ja.
Was haben wir gefunden? Der Käseladen. Oh, scharf für Max. Aber der ist eben nicht scharf. Eben, aber das ist fein. Grüezi. Ja, wir haben wieder mal geshoppt. Jawohl. Ganz Feine viele Käse. feine Spezialitäten. Was wir eingekauft haben, zeigen wir euch dann, wenn wir zurück sind im Wohnmobil. Unter anderem ein Dinkelbier. Das probieren wir dann. Verraten. Ja. Also bis nachher. Das wäre doch vielleicht einmal noch etwas gewesen. Steakhouse Stadtgarten. Sieht das eine Anmächerung aus, vor allem im Sommer. Hey, weißt du wie cool? Und unser Sani steht auch noch da. Auf der anderen Aareseite. Also da gibt es noch einen Geheimtipp. Und zwar im Sommer kann man da wunderbar baden, weil es hat da sogar schöne Treppen runter in die Aare. Et voilà, da ist unsere Ausbeute und wir werden jetzt hier gerade mal etwas probieren. Das Sven will, glaube ich, sein Aprikosenjoghurt aus der Dorfkäse. Dann haben wir gekauft Raclette-Käse. Ihr wisst, wir lieben Raclette. Und weil es ja heute ein kurzes Wochenende gibt und wir heute auf Besuch gehen bei Verwandten von Sven, gibt es eben auch Raclette und dann haben wir gefunden, wir müssen ein bisschen Vorrat mit heimnehmen. Da haben wir geräuchten Raclette-Käse. Das sehe ich gerade, das ist gar nicht so gut vakuumiert. Geräuchten Raclette-Käse und Natur. Weil alles andere kann man ja selber drauf tun. Dann hat Sven gesehen, wie sagt man dem? Ein Dinkelbier. Ein Dinkelbier aus einer ortsansässigen Kleinbrauerei. Kleinbrauerei Fex. Und speziell ist das dort unser Bierfondue. Ein Fondue mit Bier anstatt Wein. Mal gespannt. Vor allem das Beste ist, man kann es nur noch reinleeren, aufkochen, fertig. Ja, es hat sogar Whisky drin. Wenn wir das probieren, tun wir euch dann das natürlich sagen. Und das wird aber nicht heute der Fall sein. Jetzt essen wir noch schnell das Joghurt, also ich meins jedenfalls. Und dann geht es weiter Richtung Interlaken, wo wir auf den Campingplatz vom TCS gehen. Es gibt zwei. Wir gehen nicht auf den in Bönigen, sondern den anderen. Der ist wirklich super gelegen, weil er ist eigentlich 10 Minuten zu Fuß weg vom Zentrum. Und wir sind schon mal dort gewesen, und den kann man also wirklich empfehlen. So ist es. Bis nachher! Ja, das war es jetzt schon. Wir sind jetzt hier noch in Interlaken.
und machen uns jetzt auf den Heimweg. Es ist jetzt Sonntag, weil wir bei meiner Tante waren, haben wir jetzt auch nicht gross gefilmt, darum gibt es nicht mehr wahnsinnig viel mehr Bildchen zu sehen für diese Woche, aber ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. So ist es. Und was noch an dieser Stelle auch gesagt werden soll, danke vielmals, Therese, für das feine Raclette. Super und für die für die sehr gute Gastfreundschaft. Ja. Hat uns sehr gefallen, wir kommen sehr gerne zu uns, es ist immer sehr gemütlich. Ja. Und ja, wir kommen also wieder einmal gerne. Ja, dann bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.